Herzlich willkommen. Gute Mittag. Hier ist an Blut gefroht. Wie immer freut es halber als auf Facebook und normalerweise auch auf YouTube. Ich schon aber gerade hören, dass du also Livestream noch nicht geht. Also hoffe ich, dass der alte W halber als auf Facebook fand tut. Wir haben heute einen ganz speziellen Gast, mit dem wir ein bisschen wollen über Arbeit, über den Mittelstand, vielleicht auch über Gesundheit schwätzen. Carol Hartmann aus Bayern. Deputiert aus dem Bezirk Osten und noch Sprecherin für diese Sujets an der Chambre für DP. Eier mal lo mam Carol schwätzen, gebe ich aber ganz gern ob ein Interview zurückkommen, den hat für uns 2 Wochen beim RTL genannt, du war ein Witte von der Redaktion und du gucke mal lo mal ein ran. Wir sind aber alle Guten usisch eins gewirrscht, dass man ein wie tun für die Independenten. Wir sind die Independenten, das ist ein ganz breit Palette. Den Independent als der Restaurateur, das der Bäcker, der Metzler, den Afokot kann er doch sehen, den Assureur, den Architekt. Und das sind alles Leute, die sich irgendwann getraut tun, für eine Idee zu realisieren. Und ich mengen, dass man gerade wie man auch ein System haben, wo man die Salarien an schwierigen Zeiten, ob das außerhalb von Corona ein Temperie sind oder lo an diesen Zeiten entgegenkommen, an ihnen 80% vom Mindestlohn bis zu maximal 2,5 Mal den Mindestlohn ausbezahlen. Das sind Independent, die genauso wie das Salarié kotisiert, per Patronal, per Salarial en plus, dass den us sich ob dieselbe Kuvertur misst zurückgreifen. Ich meine, dass aus der Evaluierung heraus es wichtig ist, dass man als Arbeitsrecht den aktuellen Gegebenheiten aufpassen. Ich meine, dass das ein bisschen verstöpst ist, dass man das müssten modernisieren. An ein Element davon als die Salarien zusammen mit ihren Patronen Flexibilität zu gehen. An die Flexibilität, die soll an Mengen an auch Sondes spielen. Das heißt, wenn ein Akkord da ist zwischen den Patronen und den Salarien, dass ein Sondes für 8 Stunden schaffen, da sind ich der Meinung, dass ein gesetzlicher Kader dem nicht soll am Weg stehen. Weil, wenn man den Akkord haben, ich meine, da sind die 2 Parteien sich eins, dass es soll möglich sein, so flexibel können zu schaffen. Wen auch immer lo nicht für die erste Kehr an Blut gefroht guckt, der kennt das System schon, für die neu dabei sind, ich erkläre gerne nach ein Kehr, wann dir frohen Kommentaren, Ummerkungen hat zu einem von den Sujets, die wir gerade schon hören und am RTL-Interview oder auch einem anderen, über den wir heute schwätzen wollen, schreibt es ruhig an Kommentaren. Wir probieren, mit Carol so viel wie möglich darüber zu schwätzen und darauf anzugehen. Und damit begrüßen ich dann noch bei uns Carol Hartmann. Guten Mittag, Carol. Guten Mittag, Sebastian. Schön, dass du da bist, du kannst für bis bei uns ranzugucken, halt bei einem Blut gefroht. Du hast an deinem Interview von einem verstöpsten Arbeitsrecht geschwärzt. Was meinst du genau damit? Ich meine, dass wir aktuell einen Kader haben, den ziemlich rigid ist und der vielleicht nicht mehr unbedingt der aktuellen Zeit angepasst ist. Das heißt, wir haben einen Kader, den sich für alle Salariés und auch die Patron selbst appliziert. Wir haben aber heute, meine ich, ein grosses Demand für allem von der Salariés-Seite, wir können mehr flexibel zu schaffen. Jeder will so gut wie möglich Familienleben in den Mut bringen, auch Freizeit spielt da eine Rolle. Wir schwätzen auf Englisch von der Work-Life-Balance, auf dem wir alle gut gucken, an die es alle gut wichtig ist. Und du weinst, mengen mir, dass es wichtig wäre, aber wir fordern noch, dass als Arbeitsrecht mehr flexibel kann zwischen dem Patron und dem Salarié gestaltet gehen. Wie geht das ausgesehen, die mehr auf Flexibilität? Wir haben als Demokratische Partei als schon am letzten Wahlprogramm auch viel Gedanken darüber gemacht und proposiert, dass ihr könnt hingehen an eine Jahresarbeitszeit 40 gesehen. Und dann während dem Jahr am Anfang dem Salarié und dem Patron Flexibilität zu gehen, für die Arbeit können selber zu gestalten. Das heißt, am Anfang dem Salarié und dem Patron die Möglichkeit zu gehen, für einen Akkord zu finden, wenn die das geschafft wird, für das es so das Salarié auch sein Privatleben, sein Freizeitleben noch kann besser gestalten. Und andererseits auch dem Patron die Möglichkeit zu gehen, für kompetitiv zu sein, für auch so ein Salarié, die vielleicht auch nicht zu unbedingt ganz gewöhnlichen Zeiten schaffen,
für dann op die Salarien zurückzugreifen. Den einen, die will vielleicht den klassischen 9 to 5 schaffen, den anderen wird Lever eine schafft Freimoes, den anderen wird Lever schafft auch Oves, auch samstes gehen Leute, die gerne schaffen. Aber wir mengen, dass man dem Salarié an den Patron die Kader sollte gehen, den es ihnen ermöglicht, für sich selber respektive für den Betrieb das beste System zu finden. Das ist ein ganz interessantes Stichwort, weil wir hatten am Vierfeld wie immer schon abgerufen, für also paar Frauen und das ranzuchecken, wann die Leute schon hätten. Und du hat sich ein besorgtes Salarié gemeldet, dass den eben meint, dass den Equiliber, von dem du so geschwärzt hast, du nicht fand geht. Also hier fährt, dass sein Rechte aufgeschafft gehen, was Arbeitszeiten anbelangt. Was siehst du dazu? Ja, ich meine, was ganz wichtig an der Diskussion ist, dass man eine Reihe Akien haben am Arbeitsrecht, die wir auch überhaupt nicht wollen aufschaffen. Also es gibt zum Beispiel maximal Arbeitsstunden, die am Tag kann schaffen. Es gibt zum Beispiel Regelungen über wie Remuneration Sonntags ist oder ob Feiertag. Das sind so Akien, die will man auf keinen Fall einschränken oder irgendwo vorstellen. Wir meinen aber, dass es wichtig ist, dass man an den Betrieb gehen, an dem Salarié Flexibilität gehen, an der Tisch, dass der Sozialdialog am Betrieb soll stattfinden, an das am Betrieb soll geguckt gehen, wer dann zusammen, wer der Salarié an der Patron, da können sich aufmachen, für zu schaffen. Du als Lokaten etwas rauskommt vom Anne-Marie, das reizt sich ein bisschen an thematisch, das fragt nämlich, ob das nicht doch kein zu Missbrauch feiern. Also, dass ich muss alltag viel zu lang schaffen, zum Beispiel. Dadurch sind eben schon die Akien da, die man haben. Das zum Beispiel eine Regel, dass ich nicht mehr wie 10 Stunden den Tag schaffe. Und darunter will man auf keinen Fall frickle gehen. Aber die hat aber zum Beispiel der Kader, dass er sagt, ich will Mondags wie lang schaffen, dafür will ich vielleicht Donnerstags lang schaffen. Aber wir meinen, dass man die Flexibilität dem Salarié an dem Patron an der Entreprise soll gehen, mit dem Respekt eben von den Regeln, von den fixe Regeln, die man an dem Arbeitsrecht tun. Das wie gesagt ein ganz interessantes Sujet an effektiv geht an der Politik relativ oft darüber geschwärzt, vielleicht nicht oft genug Mathe Leute Terrain. Und dafür habe ich mal gedacht, dass es Zeit wäre, für du eigentlich einen Mann zu Wort kommen zu lassen, der in letzter Zeit ganz viel mit diesem Thema beschäftigt wird. Und zwar den Patron vom Shopping-Center Massen ob der Wemperhart. Schon am Vierfeld von diesem Anblut gefroht, ein kurzes Gespräch mit Arsène Laplume gefordert. Die Philosophie, die op de Grenzen entstanden ist über die vielen Jahre, seit 1979 haben wir das Geschäft abgemacht. Seitdem haben wir immer Derogationen gehabt von der Gemeinde, dass man sonst kann abhaben. An den ganzen Geschäftsflügen, den auf die Grenzen entstanden ist, den ist hauptsächlich dadurch kommen, weil sonst ist. Und dadurch haben sich die Zentren nicht nur auf der Wemperhart, mehr auf der Schmidt oder am Pommerlage oder zu den Pallen oder dass die deutsche Seite von der Mosel oder am Süden auf die Grenzen hat sich ergeben. An den Umsatz, den wir sonst gerieren oder hauptsächlich die Weekend sonst gerieren, da das schon einen enorm wichtigen Umsatz, den wir machen. An die Weekend, die Galeriegeschäfte, die heißen, die gerieren nur 60% von ihrem Gesamtumsatz. Die Demande kommt von der ITM, du war als Personal nicht amused über das Ganze. Weil wir haben sogar ein Angebot von Mannarbeiter, die gern, von Personal, die gerne sonst schaffen kommen, weil sie eben an der Wohlstandszeit, wo sie kann irgendeine Administration gehen oder irgendwas etwas wollen, weil sie eben ein Supplement sonst bezahlt kriegen, ein gesetzliches Supplement, und dafür geben sie da sogar lieber 10 Stunden schaffen wie eine Benachstunde. Aber das ist nicht gesetzlich genehmigt, dass ein Personal ein wirklich Demand da ist, für sonst zu schaffen. Und ich meine, das haben wir ja gesehen an der Info, die wir hier gemacht haben bei unserem Personal,
von denen knapp 500 Beschäftigten, die wir angestellt haben und die Shanghai Firma, da sind doch 230 oder 240 pensioniert. Und das nicht ein, den nie gesucht hat, sondern die wurden krank und die wurden an Archange, haben ihre Freidee gehabt, aber davon haben wir irgendwo gemacht oder als Personal, als Delegation hat die gemacht, ohne mein Abfluss darauf zu haben. Und da sind dann 80% mänglich, die zugesucht haben, dass das ihnen nicht gefällt, weil eben die 4 Stunden, das arrangiert sie nicht, so dass sie müssten quasi als Sonde schaffen. Anders liegt die kommen eben von 30, 40 an nur nach 50 Kilometer beigefahren. Da kann sich vorstellen, dass die nicht froh sind, dass sie 50 Kilometer fahren für 4 Stunden zu schaffen, an darum 50 Kilometer hinfahren. Ich habe gerade aus dem Facebook Live-Chat gesehen, während wir das Video geguckt haben, dass anscheinend bei verschiedenen Leuten automatisch Untertiteln aussehen. Also die sind, wenn da kurz drauf guckt, natürlich nicht von uns, das ist automatisch von Facebook. Die könnt ihr einfach mit dem kleinen Rädchen auf der Seite ausmachen. Und dann, Carol, nur dem sollte man gerade hören. Und ich muss sagen, wie ich mal Marcel Laplume geschwärzt habe, dass mir da ein bisschen eine neue Welt abgegangen. Also ich finde das Problem noch nicht so betrügt, dass Salarien an diesem Fall das eben, aber insgesamt wollen so viel mehr flexibel dezidieren, wenn sie schaffen. Ich meine, dass das Beispiel, was Herr Laplume gegeben hat, als weist, dass es aus sich wichtig ist, dass man Decisionen, wie nie kann geschafft gehen, an de Hand von den Betrieben, an den Salarien, die selber konzerniert sind, zurückgehen. Hier haben wir einen ganz konkreten Fall, dass Salarien an dem aktuellen Kader, das ist gesehen, dass 4 Stunden Sonntag können schaffen, dass Salarien aus sich demandeur sind, wir auch können Sonntags maybe 4 Stunden, in diesem Fall 8 Stunden auch können zu schaffen, weil sie gewissen Trajet haben, von weit zu kommen, weil sie auch, wenn sie Sonntags schaffen, ein bisschen mehr verdienen. Das sind Leute, die es arrangiert, für Sonntags zu schaffen. Und wir meinen, dass man am Sozialdialog, an den Betrieben auch die dort Flexibilität sollten möglich machen. Ja, also Demand ist ja auf alle Fall da. Das haben wir gerade gesehen. Nein, ein Aufruf noch draußen, wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Kommentare habt, schreibt sie, wann es gibt an Kommentaren. Wir sind heute ein bisschen darüber anzugehen. Heute mit der Deputierten Carol Hartmann. Carol, ich gebe auch gerne auf ein zweites Sujet kommen, über den ich heute mit dir schwätzen wollte. Natürlich hindert das erste draußen nicht drin, für vielleicht auch noch ein Kehr über den ersten Sujet etwas ranzuschreiben, aber ich wollte über den Independent schwätzen. Weil, Carol, du hast eine ganz klare Forderung. Ja, wir als Demokratische Partei die Forderung, dass man für die Independenten und sich selbst wie das für Salarien gibt, an einer Krisenzeit, bei zum Beispiel Intemperien oder bei einer Naturkatastrophe, dass wenn ein Independent nicht kann schaffen, dass selbst wie bei einem Salarié eine Art Chômage partiell muss können kompensieren. Der Chômage partiell bei den Salarien gibt ihnen 80% von ihrem Salär garantierten Staat, aber bis zu maximal 2,5 Mal den Mindestlohn. Wir sind der Meinung, dass wir für Independenten einen ähnlichen Kader brauchen, für no Corona-Zeit, weil aktuell haben wir den Kader nicht. Wir haben über eine gesetzliche Basisen vom Mittelstandsministerium haben wir am Moment Kompensationen für de Revenu von dem Independent. Das sind aber allerdings just temporäre Mesuren. Wir sind der Meinung, dass auch für Independenten ein ähnliches Regime wie den vom Chômage partiell mit den selben Limiten, das heißt bis zu 80% vom Lohn, aber maximal 2,5 Mal den Mindestlohn auch soll gehen, weil ein Independent kotisiert aus sich selbst, bezahlt dieselben Steuern, bezahlt an ein soziales System an. Und da werden sie meinen, dass man dem Independent auch dieselbe Kuvertur sollten ermöglichen, wie man das bei den Salarien machen. Du hast ganz kurz schon das Sujet Corona angeschwärzt. Etwas, was du auch
Obkommers, was für uns ja schon ein Sujet war, zum Beispiel bei einer Fraktion, darauf gehe ich gleich noch ran, mit das den Teletravail. Den hast du wirklich für jeden ab immer ganz prominent noch vier gereckelt. Wir hatten ironischerweise an der DP, ich meine, im Monat eher die ganze Corona-Pandemie an Europa angekommen, den Teletravail bei uns angefordert, wenn man gesagt hat, DP steht ja, soweit ich weiß, auch schon länger dafür, dass ein Teletravail eine gute Lösung ist für ein ganz riesiges Problem. Wir haben den angefordert. Und du kam Corona-Pandemie, die нас natürlich noch mehr Teletravail kommen, wie ursprünglich geplant. Auf alle Fall haben wir aber Jahr nachdem die Mesure angefordert gouf, den Fraktionspräsident Gilles Baum zusammen mit der Attaché parlementaire Jolande Kirsch an einen Espresso invitiert, wo sie zusammen einfach ein Resümee gemacht haben über das Jahr Teletravail. Da haben wir Jolande zum Beispiel gefragt, was seine Vorteile sind, aber gleichzeitig auch, was für Nachteile hat möglicherweise gesagt. Komm, wir gucken das mal einen kleinen Extrem. Maja, als wollte ich mal so, dass ich wirklich immens froh bin, für einen Patron zu schaffen, der mir die Möglichkeit gibt, mir habe ich das so anzudehlen, wie es mir am besten passt. Und du musst meine Schnitt nehmen, recht auf Teletravail, mir auch am Allgemeinen die ganz flexiblen Arbeitszeiten, von denen wir heute können am Alltag profitieren. Und ich meine, am Allgemeinen eine Sache, die definitiv positiv Recht auf Teletravail ist, das sieht wurde schon selber, das Recht auf Teletravail und nicht eine Verpflichtung. Und ich meine, für mich persönlich ist einfach schon das Argument vom Stau, dass ich eben nicht muss am Stau stehen und dass ich die Zeit am Anfang am Tag weiterhin für mein Privatleben, für Sport oder andere Aktivitäten. Und da gebe ich wirklich einen ganz positiven Feedback gehen. Ja, effektiv, die gehen nicht. Das ist ja ganz klar, wie wir im März gesagt haben, dass wir ein bisschen von daheim aus schaffen, war relativ sehr schon klar, dass die sozialen Kontakte einfach fehlen. Ich meine, wir haben eine super Atmosphäre im Büro, wir gehen alle gut eins und das war schon nur 2 Wochen, war das schon klar, okay, das darf kein Dauerzustand gehen und dafür bin ich ganz froh, heute zu sehen und mal ein paar von ihr Rümpfe gesehen. Und voilà, geht das den Recht auf Teletravail ganz gut Sache. So meine ich, muss ja noch ganz objektiv wirklich die Nachteile und die bisschen wie negative Aspekte belichten. Und du willst gewiss mal einfach wünschen, dass ganz viele Leute das Recht auf Teletravail können haben, aber dass es auf keinen Fall soll abgezwungen gehen. Ja, wenn ihr den Espresso wieder ganz erlangt gucken, die fand ihr natürlich bei uns im Facebook oder um YouTube, so wie auch all die anderen Espressi, wenn wir das Pluriel schon richtig benutzen wollen. Das Format könnt ihr bei uns, einmal die Woche bei uns auf den sozialen Medien, da probieren wir immer ein aktuelles Sujet zu belichten. Und dann noch ein könnt ihr draußen, merci für die paar Fragen, die rankommen sind. Wir kommen ganz gleich dazu. Ich will Carol just noch fragen, auch aus eigenem Interesse einfach. Wir haben über den Teletravail geschwatzt. Wie gesagt das aus, nachdem wir nur ein Jahr wirklich intensiv Homeoffice hatten, was geschieht nach Corona? Gehen wir darum zurück, ob der Status wird für drauf war oder was denkst du da? Ich meine, dass man nicht Werte ganz zurückholen, wie gemerkt, den Teletravail war vielleicht etwas, was man für nicht unbedingt für so gut möglich gehalten haben, wie wir gemerkt, es funktioniert. Mit einfach die Limite vom Teletravail gesehen. Ich meine, wir als Fraktion, wir haben schon vor der Corona-Krise den Teletravail intern angefordert. Jolande hat lo ein ganz guten Témoignage darüber gehen. Wir sind entre-temps bei bis zu 3D Teletravail an der Woche, die wir den Mitarbeiter ermöglichen. Mir zum Beispiel stellt sich auch vor, wenn die Leute von daheim schaffen, da hun se net dieselbe Ausstattung unbedingt wie se de Büro hun an du mir als Fraktion mir als überlecht, dass man Reise Maderbeter ein Jurisbudget zur Verfügung stellen, weil man ihnen ermöglichen daheim zu schaffen, für sich dann aber auch dementsprechend daheim können zu equipieren, für eben auch daheim für sonst mal wohl um Büro dann jetzt wohl daheim an dem Moment, wo sie da schaffen, auch zu garantieren. Ich denke, dass national viel Lehren aus der Zeit, wo wir viel am Teletravail waren, gezogen. Wir haben allerdings kein nationale Kader vom Teletravail. Und wir sind am Gangen ganz intensiv darunter zu schaffen, weil es uns eben wichtig ist, den Teletravail zu perenisieren. An Eisennahen für Eisfraktionen ist es eben wichtig, so wie Jolande Dora seinen Témoignage gesagt wird, dass es Möglichkeit soll gehen,
an den Betrieber für den Teletravail weiterzufeieren, war aber dann auch natürlich schwer aus von einem Salari den schafft vielleicht besser an noch gut daheim, den anderen hat vielleicht aber lieber oder braucht auch mehr den Kontakt mit dem Büro an schmengen, dass du auch Flexibilität sowohl für das Salari wie auch für den Betrieb nötig ist. Ja, ich meine, dass ich mit der gewisser Portion Flexibilität auch einfach abhandeln werde, weil so wie die Jolande doch gesagt hat, also 5 Teletravail in der Woche ist auch nicht das Geld vom Das ist irgendwo, muss in die Gölle mitfahren, die ist wahrscheinlich für alle Salari irgendwo bei einem anderen Platz, aber man sagt so, dass ich nicht 5 Tage an der Woche danach will auf das Büro fahren und am Stau stehen, dem wo ihr könnt, und noch nicht will 5 Tage an der Woche daheim sitzen. Wir kruten eng froh vom Steve ran, und zwar wenigen die Neuformulären online für die Äden von der Frais non-couvert ab Februar 2021. Ja, also wir werden an der Chambre nächste Woche ein neues Gesetz stimmen, wo eben geplant ist, dass Äden notamment die Coût non-couvert, die dann ab Februar auch kann ausbezahlt werden, wenn das Gesetz gestimmt wird, die dem dann recht stimmen. Das heißt, ab dem Moment, wo das Gesetz dann noch gestimmt ist, werden auch neue Formulären online gehen. Das hatten wir auch an der Chamberskommission den Mittelstandsminister Lex Dallas gefragt, an den hat sich engagiert, dass effektiv sobald wie Gesetz an der Chambre gestimmt ist, dass dann auch die neuen Formulären disponibel sind. Und dann noch eine Frage von Philipp, der fragt, wenn ihr könnt endlich recht auf Teilzeit? Teilzeitarbeit ist auch ein Thema, um dem wir schaffen. Wir haben sowieso auch ein europäisches Direktiv, den wir umsetzen. Und das ist auch etwas, was immer mehr ein Demand ist von den Salarien, für allem auch für, wie ich es früher gesagt habe, für Familienleben besser mit dem Beruf zu verbannen. Wir schaffen aktuell darunter ähnlich wie bei der Flexibilität, manchmal, dass man da an einem ähnlichen Kader sehen, an wir haben noch dort Obligation für das so schnell wie möglich umzusetzen. Merci, Carol, schon mal dafür. Es gibt noch ein letztes Sujet, den ich gerne mit dir beschwätzen will, und zwar das neue Stagegesetz und insgesamt die Rolle von Stagen. Wir haben nämlich bei uns an der DP-Fraktion auch die Möglichkeit, dass Leute hinkommen, Schüler, Studenten für Stage zu machen. Also, wenn ihr an der Phase vom Leben seid und ihr habt Lust, für ein bisschen Erfahrung an der Politik zu sammeln, könnt ihr das bei uns zum Beispiel ganz gerne machen. All die Informationen findet ihr auf stage.dp.lu. Und ich invitiere euch einfach für einen Lunch zu gucken. Es kann ihr ganz sicher etwas Flottes lehren. Wir haben noch als einen aktuellen Stagiaire angeladen, für kurz ein Gehalt ranzugucken. Und dafür gebe ich dir mal ganz herzlich begrüßen. Guten Mittag, Jesse. Moin. Jesse, das hier ein Schwert, den an deinem Altersgruppe vielleicht nicht immer unbedingt populär ist, für an Politik gucken zu gehen. Dafür interessiert mich wirklich brennend, für was du dich dezidiert hast, für an Politik zu gehen und dann darüber geklammert, auch bei DP-Fraktionen zu kommen. Ja, die Politik hat mich schon immer interessiert. Und dadurch, dass ich mich mit dem Programm von der DP und auch den politischen Ideen von der DP am meisten konnte identifizieren, ist die Entstehung relativ easy gefallen. Zusätzlich kann ich nur behaupten, dass so ist da schon super Menschlichkeit ist, für Erfahrungen und Kompetenzen zu sammeln, die in Herrn Noten nicht nur im Studium, mehr auch am Berufsleben gut kann gebrauchen. Aber was ist es, was du halt so am Alltag mischst, was geseist du Alltag? An der DP sind ich, also in der Fraktion, schwätzen ich mit den Fraktionsmitarbeitern und diskutieren über aktuelle Themen, bringen ein bisschen meine Meinung mit an. Das mache ich immer Recherchen, silo aktuell drunter für Kryptotechnologien Rapport zu schreiben über Probleme noch Möglichkeiten, so Systeme an Politik oder als Lützburg zu integrieren. Ja. Gut, Jesse, ich so noch vielmals merci, für kurz ranzugucken. Ich wünsche noch viel Spaß. Vielleicht sehen wir uns nächste Woche oder die Woche drauf am Kader vom Livestream an der Schweiz mal drüber, was bis dahin also geschieht ist. Super, merci.
Und dann gebe ich auch ganz gern Mam Carol nach ein Kehr iwwer genau die heutigen Thematik schwätzen. Und zwar Carol gave mich interessieren erstens natürlich wie du allgemein zum Format vom Star stehst und dann aber auch wie den Position zum neue Stargesetz aus wat dir schon Main da warum bockel wird. Ja, also ich meine, dass es immens wichtig ist für junge Leute, für die Möglichkeit zu haben, für andere Betriebe ranzugucken. Und das, wie die Jesse gesagt hat, es gibt eine Erfahrung, es gibt eine Möglichkeit zu schnuppern. Und das sind Sachen, die ihr mit kann holen und die in Hanno dann auch und wohl an dem Schwach für seinen Beruf vielleicht auch können guidieren. Wir haben als Fraktion, seit die Möglichkeiten gehen, wo wir viel profitiert für Stagiären zu holen. Und wir noch regelmäßig Stagiären bei der Fraktion. Wir haben allerdings festgestellt, dass mit dem aktuellen Kader, den wir haben, es als Fraktion just möglich ist für Stagiaire an einem, das heißt, wir können keine 2 Stagiären erstellen. Und das, weil der gesetzliche Kader eben vorgesagt, dass maximal 10% von seinem Effektiv darf als Stagiären erstellen. Für uns bedeutet Stagiaire à la fois. Und das fand ich mir ein bisschen schuld, weil der Mond ist da. Und ich meine, dass der Mond auch bei anderen Patronen da ist, für mehr Stagiären zu holen. Und ich meine, dass es schuld wäre, dass den einen oder den anderen Jungen vielleicht kein Stage findet, weil man eben vielleicht zu viel streng sind an dem Prozentsatz, den wir festgelöst haben, für Stagen zu ermöglichen an der Entreprise. Und du weinst, wäre ich persönlich froh, wenn das ein bisschen mehr abgemacht ist, dass wir zum Beispiel an enger Keier auch 2 oder vielleicht auch 3 Stagiären für eine gewisse Zeit könnten an der Fraktion engagieren. Ja, also da bist du ja da. Ich erinnere mich noch, wie ich auf der Uni war und schon da eine Stage gemacht, die waren immer wunderschön mit 0 € bezahlt. Wie ist das bei uns zu Lützeburg, wie ist das bei uns an der Fraktion, gehen du Stagen remuneriert? Ja, also wir haben entretemps, und das ist wirklich ganz gut ist, wir haben entretemps einen gesetzlichen Kader, den Stagen auch, wenn sie einen gewissen Dauer haben, auch die Remuneration mit beinhaltet. Und da hängt es am Anfang davon auf, wie einem schulischen Stadium das der Stagiaire in dem Moment ist. Das heißt, wenn ein Schüler ist, da schwätzt man von einer kleinen Remuneration. Wenn er aber auf der Uni ist, dann hast du die Remuneration, die gesetzlich festgelegt ist, aber auch schon wie groß, das alles ein gewisser Prozentsatz, den ich muss gehen von einem Mindestlohn respektive einem qualifizierten Mindestlohn, wobei es einem Patron natürlich immer frei steht, für einem Stagiaire auch können mehr zu gehen. Und ich weiß auch, dass wenn ein gutes Stagiaire hat, den ein gut Arbeit möchte, dass der noch durchaus kann mehr verdienen, wie die gesetzliche Minimum, die festgelegt ist. Andere, da konnte man noch einen Kommentar auf Facebook ran mit 2 wunderschönen Pizza- und Burger-Emojien. Und zwar, ich fand es nicht gut, dass den Takeaway von den Restaurants nicht mehr bestraft wird. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt an dem Gesetz, was wir nächste Woche werden stimmen. Und zwar geht es da bei der AIDS wird eine Immunisation gemacht von 25% vom Chiffre d'affaires, weil nämlich festgestellt wird, dass vielleicht ein Restaurateur den nicht schafft, sich bessere Wäsche könnt bei den Äden wie ein Restaurateur, den aber weiter kreativ ist, an den ob Takeaway setzt. Und dafür haben wir gesagt, wir immunisieren 25% von seinem Chiffre d'affaires. Das heißt, die wird nicht konsideriert, wenn so ein Livraison à domicile oder einfach ein Takeaway möchte. Und ich meine, dass das ein gutes Beispiel ist, dass die dann immer angepasst gehen. Wir lehren auch mit der Zeit, respektive wir gesehen, wie im Terrain, dass die sich applizieren. Und so reagieren wir immer konstant auf verschiedene Evolutionen. Und hier kommen wir denen entgegen, die weiter geschafft haben, die einen Takeaway machen, an dem wir nicht alle Guten hier frei konsiderieren, wenn es darum geht, für die festzulegen.
Merci dofir Carol an Schmengen mir werden dann net méi viel méi vun denger Zeit holen. Du musst ja auch geschwindlo an Chamber, wann ich mich nedieren. Dofir ganz große Merci und dich, dass du da haut Zeit geholles. Merci vielmals. Dann als Chamber auch ein ganz gut Stichwort, weil du war das woch richtig viel lass. Mir hun als gedcht mir stellen dat immer an seinen kleinen Highlight-Video zu summen einfach mal de pur gute Momente aus der Chamber für ich samstag moie gut zu Summe gefasst hat fand der op der Facebook-Seite von der DP-Fraktion. Falls das noch net geliked huet, sei ja du hinner, weil du informiere mir iwwer parlamentarisch Arbeit, wie gesagt hannerte Kulisse von der Chamber aus und so weiter. Genau, an den Highlight-Video können eben samstags moie immer do drop mir hun den aber los schon zu Summe gestalt an mir gefen als den dann gleich gucken. Ich so nicht aber schon mal merci für no gucken bei an Blut gefrot, wann da noch frohen oder Kommentare hut, schreibt ze Scheien drin, wir werden es Zeit hüllen an darüber agoen an dann hoffentlich gesinn wir es an enger Woche genau op dieser Platz. Juncker brauche grad auch an diesen außergewöhnlichen Zeiten Perspektiven. Dat am brede Sinn vom Wort muss viel Martine geschwart gehen, erklärt gehen, illustriert, es muss auf sie zugange gehen. Die Jung mussten sich an einem Kader rumfannen, den ändert nicht einfache Konditionen die Perspektiven opweist. Wir sind froh, dass der Voyeurismus mit diesem neuen Gesetz an der Code Penal abgeholget und Affer an Zukunft eine legale Basis haben, sich gegen die Täter auch zu wehren. Wir können uns nicht erlauben, gerade an dieser Situation Suen zu verbrennen bei Technologien, die noch nicht ausgereift sind, die für den Moment nicht effizient genug sind und die auch noch ein falsches Signal senden, wir können weitermachen wie bisher. Wir sollen als DP aber auch von einer Reihe Jahren die Technologie riesig Springen gemacht haben, ein super Resultate bringen, ohne dass sie sich als Lützeburg aber wirtschaftlich Abenteuer muss anlassen. Why not? Wir werden nicht als Komplementärmesuren so etwas ersetzen. Dafür ist es doch gut, dass wir wie gesagt, die Drittvers erlauben, und weil ich auch positiv fand, dass wir a priori just bis mit Juli 4 gesehen, mehr gleichzeitig als auch ein Rallonge möglich bis mit September. Dafür werden wir es im ganz einfachen Grund, weil in erstens nicht weiß, wie die ganze Pandemie nach entwickelt, dann zweitens werden wir versichern, die Leute, die schon geimpft sind, auch mit integrieren an das System vom Testen.